Die nächsten Minuten als Bio-Tromp bei Eiser Bio zu Lützeburg Nummer an der Person vom Danny Nösen. Danny, du kannst als Zielen, was Bio zu Lützeburg durchstellt, Bio-Vereinigung, also das ist der neue Nummer für Wert. Ja, ja, wir haben Bio Lützeburg zusammengefasst zu der Vereinigung für Biolandwirtschaft, ganz rezent. Weil wir gesagt haben, die Regierung hat sich groß Ziel gesetzt, 2025 20% Bio 2025 zu erreichen. Und damit machen wir eine Ouvertüre, dass wir alle EU-Biobetriebe auch mitholen. In einer zweiten Linie können dann aber all die Betriebe, die darüber raus wollen, Lastenhefte erfüllen, Kriterien erfüllen. Dafür ist die Vereinigung immer angetreten, dass wir die Bio-Gedanken noch führen drohen. Die können das machen, indem sie die Fachgruppe Bio Lützeburg holen oder Demeter sogar. Wir sind am herrlichen Site vom Bio-Hafitri, Caroline und Pierre Halen. Dein Würfel, das von vielen Würfeln, wo es sich das ausdrücken, was Bio zu Lützeburg durchstellt. Ja, wir hatten das kreiert und natürlich, also Slogan von der Vereinigung für Biolandwirtschaft war immer Let's make Luxemburg more organic, dass wir einfach immer mehr Leute können erreichen, für auf Bio umzustellen und auch die Bauern Angst holen für Bio, sondern einfach so ein Bio als praktikabel funktioniert. Es sind 88 Betriebe, die bei Eiser an der Vereinigung organisiert sind, die mitmachen. Und wir so einfach Bio ist einfach logisch. Und da muss man sich einfach etwas mehr darum gewinnen, dass das auch eine Selbstverständlichkeit kann sein und dass das nicht konträr zu unserer Lebensmittelproduktion lebt. Und dann haben wir eben das Zeichen Bio Lützeburg, das die Kollektivmacht für all diejenigen Betriebe, die schon mehr Punkte erfüllen, ob ihre Betriebe, das betrifft Tierenhaltung, betrifft Düngung, Erfiederung. Und dafür sind wir hier auch beim Pierre und beim Caroline gelandet. Sie zwei sind Bio Lützeburg auch holen die Macht und holen mehr großen Kaje der Schach auf sich für zu erfüllen, was bei ihnen als Milchbetrieb eben für und allem was Zucht, Erfiederung von den Besten anbelangt. Kreisläufer sollen möglichst geschlossen bleiben. Und diejenigen, die das noch ein Krag mehr weit machen, sind als Demeter-Betriebe, die so den haben wir Betriebsorganismus. Und ja, die Betriebe sind eben durch ein Demeter-Logo oder den internationalen Demeter-Logo gekennzeichnet. Und da findet dann auch die Klima sich zurück, dass sie weiß, okay, die Betriebe hier zu Lützeburg, die machen definitiv mehr. Die wollen auch mehr für die Umwelt an eine naturgebundene Landwirtschaft, die wirklich als Ressourcen erhält. Und dafür stehen am Fongol die zwei Logo und da das ist relativ wichtig, dass die Leute das auch verstehen. Ja, wie gesagt, dann sind wir hier bei Ihnen zwei Haft, weil sie sich ganz viel mehr gehen, was Tierwohl anbelangt. Weil hier ist nämlich auch, sie haben auch ein paar Hinger. Und da ist nämlich, das ist so ein bisschen auch symbolisch, Born to be free, heißt eben auch, deren müssen die Möglichkeit kriegen, rauszugehen, ihren natürlichen Bedürfnissen nur zu kommen, bei den Hinger zum Beispiel, dass sie können scharen, dass sie können im Grupp in der Weh sind, sie können picken. Für die Kühe ist einfach wichtig, dass Gras, die Basisernährung einfach für sie ist. Und auch die ganzen Aspekte, wie funktioniert dann in an der Natur, für das an Eis Arbeit dran zu holen, und nicht zu sagen, wir müssen das und Eis aufpassen. Das ist eben nicht Ziel vom Bio. Vom Bio gehen wir einfach mehr davon aus, wie es den Naturgedanken haben drin. Eine gute Informationsquelle, also auch durch die Zeitung, die am Grabhals Agrikultur. Ja, yes, das ist als Zeitung, die kommt viermal am Jahr raus, wo wir eigentlich immer als Betrieber vorstellen, aber auch politische Themen nur schwätzen, weil wir ja probieren, auch die Interessen von den Biobauern politisch zu vertreten, Sprachrohr für die Biobauern zu sein. Und, am letzten Jahr hatten wir eben den Bio-Hafitri 4 gestaltet, und für allen an dem Fall hat man mal gesagt, wir gucken mal aus den Anhänger Biobäuerinnen, was schaffen als Biobäuerinnen, ob die Betriebe. Caroline ist ganz engagiert, wird das bestimmt auch nur noch weisen, was sie auch am Kader vom pädagogischen Volley schafft. Und sind immens froh, dass sie sich Zeit geholt haben, für uns Datei zu weisen. Da kann man gehen noch mal darüber hier einen Flottebetrieb gucken. Pierre, der Bio-Hafitri ist den Hafen der kurze Wehr. Fies just neben drin, der Stall just neben drin, und heiget gestrach. Ganz genau. Da sind die vier Käse auf der Wiss, die kommen auf am an den Stall. Und hier sind wir am Melkstand, da geht es da gestrach. Das verheschen, wir hängen das Apparaten und Code drin, die ziehen dann die Milch raus. Und da könnt Milch durch das Leitungen läuft sie hier an den großen Pokal.
Vun do gët ze Leitung op die 2 Meter direkt an den grosse Mëllechtank gepompelt. Heige si dat allo als Mëllechkummer, wo dann den Mëllechtank dra steet, wo d Mëllech dann, die ma firdro gesinn war se gestrachket, die pu Meter an den Mëllechtank kënnt. Do gëtt ze dann direkt op larer Temperatur aufgekilt, dat se sech gut hält. Die Mëllech die gëtt dann 3 Mal an der Woche vun eiser Molkerei der Biokmolkerei aufgeholl, wo se dann noch verschafft gëtt. Nieef deiser Mëllechtankstell, wo d'Leit hier frisch Mëllech kënne selber zappen, bieten wir auch nach Produkten aus unserer Molkerei der Biogun, das heißt in anderem verschiedene Joghurten, Rahm, Käsen und Teer von Naturhaft von Diabisch. Caroline Vitrio, dass ich als Biobauerfrau zwei Jobben. Sie ist Biobauerfrau meeschte Bauernhaf und noch Lehrerin und Pädagogin. Caroline, die wollte Kanner fristmäßig beibringen, wo Mëllech hier kennt. Ja, ganz genau, weil ihn einfach auch an den Klassen merkt, dass Kanner muss die nicht mehr Dorf groß gehen, wer denen fehlt, dass sie die Notion oder der Bezug zu Bauern nicht mehr ist. Und dann für ihn zu weisen, wo Mëllech hier könnt, wo wie dann der Joghurt und Butter, die Sachen, die sie alle erst von Mëllech produzieren, wie das geht, wo das hier könnt. Und für allem wird es ein Kuh braucht, für gut Mëllech zu gehen, dass es dem Tier gut geht. Und auch, dass sie lernen, dass den Respekt Tier hat. Das heißt, ihr habt eure eigene Infrastruktur auch hier. Wie läuft das auf? Ja, wir vor 6 Jahren haben wir heute Infrastruktur gemacht, wo dann eine kleine Klassensaal ist. Weil wir auch so, ja, so kleinen Input für dich gehen, immer raus auf den Terrain gehen, das kann er aber alles mit 4-5 Sinnen können erfahren, weil dann mehr Begriff gibt und auch mehr mit heimgeholt wird, wie wenn wir einfach nicht mehr eine Theorie aufstellen. Und da dass wir einmal in der Woche wir mittwochs Schulklassen immer haben, die sich dann ummelden. Die können eine Visite kommen, es sind auch eine Reihe Klassen, die Projekt für Jahreszeiten holen. Die kommen sie hier alle Jahreszeit einkehr auf den Hof und erleben dann den Impact von der Jahreszeit auf den Hof, ob Eis erbischt, ob das Leben von der Kühe. Für mich privat haben wir dann auch Kindergeburtstage, die gewucht können gehen. Und für Kreischen, wir sind Relais, die auch auf den Hof können kommen. Und da sind wir immer ganz spontan, aber wir gucken, was wer will, Gruppe, und dann gestalten wir da ganz flexibel ein Programm mit den Bausteinen, die wir haben. Das geht dann ja, von unserer Kühe, bis sie Tinger, bis auf Dieseln. Da hat man alles so am Package schon für können, uns passen und kann.